Susi, was ist denn passiert? Ermordet. Was? Ermordet? Ja, wenn er vom Dach gefallen war, dann müsste er weiter vorn liegen. Der Mörder muss ihn also da niedergeschlagen haben. Sehr gut, Watson. Einwandfrei kombiniert, Watson. Also glaubst das? Du mir mit deinen Krimis, du Sherlock Holmes für Arme. Ja, habt ihr sonst nichts zum tun? Susi, hast du die Zimmer gemacht? Und Peter, was ist mit dem Dach vom Hähnerstall? Das repariert sich vielleicht nicht von selber. Also quasi war ich gerade dabei, quasi. Erzähl mir nichts beim Mord auf Schloss Chatterfield war's. Kevin! So. Ja. Und? Was sagen Sie, Herr Direktor? Das ist Gott, Herr Bankdirektor Farnbacher. Ja, grüß Sie Gott. Ich war ja schon länger nicht mehr da herum beim Gipfelwirt, aber seitdem hat sich auch nichts groß verändert. Na, und das meine ich jetzt nicht im positiven Sinne. Aber um Gottes Willen. Ja, ich weiß schon. Ein bisschen was müsste halt schon gemacht werden. Nein, wenn ich das Dach anschaue, wird man ganz anders. Ein Windstoß und die Dachziegel fallen runter. Also, das wollte man quasi gerade reparieren. Gell, Peter? Ja, quasi. Bitte. Danke. Aha. Ja. Grüß Gott. Der Herr Kommissar. Bitte. Ah, der Herr Direktor, grüß Gott. Und die Herren von den Alpenrosen. Internationale Alpenrosen. Ja, lange nicht mehr gesehen. Ich hab schon gedacht, der Herr Regisseur ist endlich in Hollywood. Noch nicht ganz. Aber vorher kommt Niederreuten noch in den Genuss von einer Wahnsinnsinszenierung von mir. Faust. So. Aber lass mir sauber grachen, gell, Xaver? Ja, schauen wir mal. Aha. Ja. Darf ich Ihnen noch was zum Trinken anbieten, Herr Bankdirektor? Geht heim aufs Haus. Na danke, ich fürchte, es wird auch nichts helfen. Die Herren, habe die Ehre. Wenn es heute aufs Haus geht, dann darf ich gern was bestellen. Geh jetzt. So, jetzt noch einmal zu den nackten Tatsachen. Ja. Haben Sie einen Taschenrechner? Ja, selbstverständlich, Herr Bankdirektor. So, bitteschön. Ei. Kein Wunder, dass die Gäste alle drüben im Sonnenhof wohnen wollen. Und nicht bei euch. Außer einer will eine Zeitreise in die 70er machen. Nein, Herr Bankdirektor, schuld ist die Lage. Ich meine, wer möchte denn bitte einen Urlaub im Schatten von einer Nordwand machen, wenn er drüben bei der Konkurrenz den ganzen Tag in der Sonne flackern kann? Gegen die Lage werden sie kaum was machen können. Früher, wie mein Vater noch gelebt hat, da waren wir der einzige Gasthof so weit herum. Da haben uns die Gäste die Tier eingrenzt. Heutzutage machen die Gäste nicht mehr einfach Urlaub. Ja, die wollen vormittags downhillen mit Tourguide, sich mittags in einen Salat mit Kernl selber basteln und später in der Sauna bei Grapefruit-Kokosaufguss schwitzen. Und das können sie halt alles nur drüben im Sonnenhof. Das neumodischer Schmarrn. Mein Vater tat sich im Grab umdrehen. Ich hab's ja schon öfters gesagt, ihr braucht ein ganz neues Konzept. Innovation heißt das Zauberwort. Ach, Innovation. Der Gipfelwirt, der steht für Tradition. Und das seit mehr wie 100 Jahren. Fanny, ich weiß, dass Sie es nicht leicht haben als alleinstehende Frau so weit heroben. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, verkaufen Sie die Hütten und suchen Sie sich einen netten Mann. Einen, der ein bisschen Geld hat. Ich komm schon allein zurecht. Frau Bergleitner, die Chiemgau Bank, respektive ich, sehen keinen Grund, noch mehr Geld in Ihr Unternehmen zu stecken.
Es fehlt einfach zweit. Ja, aber das können Sie doch nicht machen, Herr Farnbacher. Sie lassen mir keine andere Wahl. Vielleicht überlegen Sie es nochmal, Fanny, und werden ein bisschen innovativer. Ich bin noch euer über drunten gekommen, auch ohne Kokosaufguss. Ja, Frau Bergleitner, Wiens Morner. Dann viel Glück. Hättest du nicht was da können, Papa? Fanny, ich hätte einen Vorschlag. Wenn's du weißt, wie ich über Nacht reich wird, dann her damit. Nicht ganz. Aber zumindest wissen die, wie wir den Hof hinter dem Haus ein bisschen schöner machen könnten. Aha. Also wenn wir den Hähnerstall wegreißen und dafür eine Terrassen bauen, dann kriegen unsere Gäste zumindest am Abend ein bisschen Sonne. Samt Sonnenuntergang. Einen Hähnerstall willst du wegreißen? Ja. Doch bestimmt bloß, damit du das Dach nicht mehr reparieren musst, oder? Komm, bitte, mach einfach das, was da angeschafft wird und tu nicht die Zeit vergeuden mit lauter so Schmarrn, der wo bloß Geld und Nerven kostet. Und uns endlich mal wieder ein paar Gäste bringen darf. Ja, freilich, so wie deine Idee mit der finnischen Außensauna, gell? Oder das mit dem Entertainment Center im Keller. Ganz großes Kino. Was ist denn passiert? Nix. Ja, das ist wenig. Und was wollte der Farnbacher, der alte Geschäftler? Urlaub machen bestimmt nicht. Fanny, Der aufblasene Gockel will, dass ich zusperre. Innovation heißt das Zauberwort. geht das auch ein bisschen deutlicher? Ich kann die Raten für die Kredite nicht mehr zahlen. Und ein neuer Kredit hat mir der Farnbacher verweigert. Wenn kein Wunder passiert, dann kann ich schon nächsten Monat keine Löhne mehr zahlen. Kein Essen für die Küche mehr kaufen und kein Bier. Keine Löhne mehr. Kein Essen mehr. Und kein Bier. So leid's mir tut, aber am nächsten ersten kennt's all der Sachenbacker. Selbstverständlich kriegt sie alle ein ordentliches Zeugnis. Was, du gibst es einfach so auf? Dann haben wir noch nicht einmal versucht, das da herum zu retten. Da. Passt auf. Ich brauche jetzt mal Ruhe. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Ja, aber... Gut, dass du das nicht mehr mitkriegst, dass dein einzige Erbin alles hinschmeißt. Sagt einmal, was ist denn das für ein Service da herum? Oder habt ihr jetzt auf Selbstbedienung umgestellt? Was hättest du denn gern? Also, wenn du mich so fragst, am liebsten ein Latte Macchiato. Wenn's italienisch reden willst, dann fast ein Gardasee. Wir haben einen Kaffee mit Milch und Zucker. Eine Portion oder eine Tasse? Ja, dann halt ein Bier. Für mich auch eins. Diesel. Wie hat der Shakespeare selig gesagt? Action. Und deswegen wird die Inszenierung einschlagen wie eine Bombe. Ich sag dir, sowas hat Niederreit noch nicht gesehen. Aber das ist gewiss. Die Frage ist bloß, ob Niederreiz sowas sehen will. Geh freilich. Du musst dir das Ganze bloß einmal ein bisschen leibhaftig vorstellen. Verstehst du? Du. In der Rolle des Faust hängst mit beiden Armen von der Dicken, während Mephisto dich verführt. Quasi als Sinnbild für deine innere Zerrissenheit. Also die vom Faust. Das Publikum wird das richtig gehend spüren. Ja, ich spür's jetzt schon. Was ist denn los? Wo ist denn der Begeisterungshofer? Ernst? Ich glaube, ich kann das nicht mehr. Ja, wir jetzt. Herausforderungen sind dazu da, dass man sich ihnen stellt. Dankeschön. Xaver, du hast doch schon ganz andere Rollen gespielt. Denk doch bloß einmal an Hamlet. Hey, wie du den Hamlet und gleichzeitig seinen Vater gespielt hast. Und die Mutter. Und die Ophelia. ja, Ernst? Du musst endlich einmal einsehen, dass eine Theatergruppe, die wo außer dir bloß nur aus einem einzigen Mitglied besteht, langfristig keinen Sinn macht. das heißt, du verlässt unser Ensemble. Tut mir leid, Ernst. Schau, ich hab wirklich allweil eine Gaudi gehabt. Auch wenn deine Inszenierungen schon meistens sehr speziell waren. Aber Jetzt brauche ich einen Schnaps. Fanny? ja, ich auch einen. Gott, ich hab doch gesagt, ich brauch mal Ruhe. Ja, in einer Gaststube mit Gästen dürfte es allerdings schwer werden. Ich mach das schon.
Danke. Dankeschön. Verbrenn da an der nicht die Finger. Die sucht einen Geldigen. Meinst? Ja, freilich. Schaut doch einmal ihre ganzen Verflossenen an. Ein Gruber Thomas, Autohausbesitzer. Ein St. Johanser Paul. Mittlerweile Inhaber von 3 Bäckereien. Ein Drahtner Schorsch. Ja, hab schon kapiert. Da hab ich als kleiner Schreiner natürlich keine Chance. Susi, verbrenn dir an dem nicht die Finger. Ich hab gehört, dass der mit der Tochter vom Bürgermeister passiert. Was mit der Gassenerfrau? Echt jetzt? Ah, die ist fesch. Und gescheit ist die. Ja, fesch bist du auch. Bedienung, ich möchte mich beschweren. Wenn der jetzt wieder wegen der Suppen umeinander mosert, nachdem er sie gegessen hat, dann dreh ihm ein Hals um. Und passt was nicht. Jeden Tag gibt's bei dir noch Pfannkuchensuppe. Mir kommt die Pfannkuchensuppe schon bei den Ohren raus. Kannst du nicht einmal was anderes kochen? Wenn dir mein Essen nicht passt, dann ist daheim. Da gibt's bestimmt eine feine Backersuppe. Das war für jetzt eine Morddrohung, gell? Paragraph 241, Strafgesetzbuch. Stimmt das so? Du siehst auch überall eine Straftat, gell? Mein Herr Kommissar möchte halt noch einmal einen Fall lösen, bevor er in Rente geht. Den ersten und einzigen in seiner Karriere, wenn man es genau nimmt. So, und das war Beamtenbeleidigung. Also ich sehe nur einen beleidigten Beamten. Wie lange hast du bis zur Rente? Pension. Noch genau 13 Tage, 5 Stunden und 32 Minuten. Der Mann, ich muss dich schicken, wenn du deine Aufklärungsquote noch verbessern willst. Nein, schon nicht. Vierte Gustl. Vierte Gustl. Glaubt's es, ich hock da und zerbrich mir einen Schädel, wenn wir neue Gäste herbringen und ihr verjagt mir auch noch die Alten. Wir hätten eigentlich die Preise nicht erhöhen sollen. Neulich, das ist 8 Jahre her. Das sag ich doch, neulich. Wir könnten doch ein motorradfreundlicher Gasthof werden. Ja, nie nicht. Ich lass doch nicht zu, dass die Lederlackeln mit einer nicht gestingerten Mopeds die gute Bergluft verpesten. Und wenn wir unten eine Schüttel ausstellen, Busse willkommen. Dass ich dann stumm voll hab mit lauter Leute, wo 2 Stunden an einem Tät zuzeln und sie zu 6 ein paar Würstel teilen. Nein. Aber wir könnten doch im Keller eine Disco einrichten. Unten in Niederreit ist auf nachts überhaupt nichts los. Da darfst du herum richtig schäbern. Und mir in die Ohren. Auf den Tod einer kulturellen Institution. Auf die Niederreuter, die meine Kunst nicht zu schätzen wissen. Auf eine ehemals ambitionierte Theaterformation. Die internationalen Alpenrosen mögen sie in unseren Herzen weiterblühen. Und wenn's doch nur mal nachdenkst, ob's nicht ein bisschen einfacher eine Stückeln machst, ja, wo die Schauspieler nicht von der Deck runterhängen oder durch die Adelgruben schwimmen müssen, dann darf gewiss auch ein paar ehemalige wieder mitmachen. Dann sollen sie zum Bauerntheater gehen. Bei mir passiert Kunst. Hört jetzt definitiv auf. Kein Laientheater mehr, Niederrhein. Mir war der Begriff Volkstheater allerdings lieber. Immerhin habe ich Regie studiert, gell? Ja, 2 Semester. Ich hab gar nicht gewusst, dass die das in der Baumschule unterrichten. Sagt das Mädchen für alles vom Gipfel wird. Und wenn wir ein Theaterstück aufführen? Ja, genau. Also, wenn sich das die internationalen Alpenrosen mit der Auflösung nur mal überlegen. Dantons Tod. Warten auf Godot. Auf wen warten wir? Was ihr wollt. Nix wollen wir. Ich will Gäste anlocken, nicht vertreiben. Banausen. Zahlen, bitteschön. Das Einzige, was die Leute immer wollen, ist ein gutes Essen, sonst nix. Ja, aber da könnte man doch mal wieder diese Abendmenüs mit Themen machen. Und vielleicht mal ein bisschen was Ausgefalleneres. Knödelwoch, Schnitzelwoch. Oder mal eine Spargelwoch. Und ich verkleide mich dann immer beim Servieren. Also, je nachdem, mal ein Spargel oder ein Schweindal. Ah, da freue ich mich schon sakrisch auf die Gnädelwoche. Drüben im Sonnenhof bieten sie das ganze Jahr über so depperte Themenwochen an. Und was Ausgefalleneres ist Steyr, da können wir nicht mithalten. Das geht auf mich. Stimmt so. Dankeschön. Ja und? Essen mit Theater? Wer bei meinem Essen Theater macht, hat keinen Geschmack. Und was willst du aufhören, was die Gäste den Appetit verdirbt? Und komm du mir jetzt nicht wieder mit deinem verkopften Ami selig.
Engländer. Der Shakespeare war Engländer. Ja, also, die internationalen Alpenrosen hätten schon ein deutschsprachiges Kulturgut im Repertoire. Ich sitze da zum Beispiel gerade an einer völlig revolutionären Inszenierung vom Faust, vom Goethe, gell? Geh, Ernstl. Also, die Leute sind noch nicht einschlafen. Das ist Krimi mit Essen. Ja, wir machen ein Krimi-Dinner. Krimi-Dinner ist ja völlig indiskutabel. Krimi-Dinner? Was soll denn das sein? Ja, wie der Name schon sagt, die Leute essen was und gleichzeitig wird ein Krimi aufgeführt. Ja, ein Spätzle von mir war neulich in Minga bei sowas. Das war recht cool, hat er gesagt. Ein spannender Kriminalfall, wo das Publikum mitraten darf. Mord im Hochgebirge. Das wird der Renner. Der Wegrenner vielleicht. So ein neumodischer Schmarrn. Der Papa da sagen, So ein neumodischer Schmarrn da der sagen. Genau. Sag einmal, du bist doch gegen jeden Vorschlag, oder? Irgendwie meine ich, du willst es da herum alles gar nicht retten. Hey. Weißt du was? Ich sehe das ja so. Für mich macht das keinen Sinn mehr, dass ich bis zum nächsten Ersten in einer leeren Stube umeinander buckelt. Ich kündig. Fristlos und zwar gleich. Und mein Zeugnis kannst du mir mit der Post nachschicken. Also, ja, mir halt dann auch. Ja. Ja, keine Angst, Fanny, ich bleib da noch. Bis zum nächsten Ersten. Gut, dann sehen wir uns wieder beim Arbeitsamt. Mach's gut, Fanny, Dankeschön. Also, jetzt nichts für ungut, Chefin. Sein oder nicht sein, hat der Shakespeare selig gesagt. Ja, vielleicht richte ich doch besser auch schon mal meine Sache zusammen. Wann da herum Feierabend ist bestimmt immer noch ich. Zu spät. Jetzt lasst's euch heute nicht so bitten. Ich hab keine Bitte gehört. Von euch einer? Also gut. Bitte. Was? Was? Bitte, liebes Personal, zirkt eure Kündigungen zurück und helft mir, dass man Gipfel wird retten können. Stets zu Diensten, Chefin. So, Krimi-Dinner. Und wie genau soll das ablaufen? Schauspieler kann ich gar nicht sein. Ja, darum spielen ja wir. Wir alle. Ich meine, das heißt Krimi-Dinner und nicht Dilettantendinner. Also, ich weiß nicht. Außer im Kindergarten, im Krippenspiel, habe ich noch nie Theater gespielt. Und selbst da hat es gerade für ein Schafel gelangt. Gut, dann spielst du die Leichsusi, wer früher stirbt, hat weniger Text. Ja, ich gehe auf keine Bühne. Im Leben nicht. Meine Bühne ist die Kirche. Ja, aber Ja, also, ich mein, wenn ihr nur wen braucht, ich war schon dabei. das war super. Ernst, Kim, ein Krimi haben wir doch noch nie gespielt. Mit dem Haufen Anfänger. Ich. Haufen Anfänger. Also zu mir hat einmal einer gesagt, Herausforderungen sind dafür da, dass man sich ihnen stellt. Also gut. In Gottes Namen, dann sorge ich für das passende Stück. Ich denke da an eine Hommage an Agatha Christie. Vielleicht in einer Adaption von 13 bei Tisch, ganz genau. Siehst du schon doppelt, wir sind bloß 6. 5, ich koch. So, also wenn, dann brauchen wir schon was Spannendes. Aber was nicht so kompliziert ist, weil vor lauter Umeinanderrätseln soll ja die Gäste das Essen und Trinken nicht vergessen. Also, der Krimi, den ich gerade liess, ja, der war vielleicht was. Simpel, aber trotzdem spannend. Mord auf Schloss Chatterfield. Ja, es geht um eine junge, reiche Frau. Das könntest du eigentlich durchspielen, Susi. Ja, die auf den schottischen Highlands auf einem Schloss ihren Geburtstag feiert. Und dabei wird sie ermordet. Verdächtige sind Gerald, ihr Geliebter. Das war eigentlich was für die. Ja, ihr zwei als Paar, das passt. Dann noch die Schwester, Fanny. James, der Butler, ja, und Robert, der Ehemann, der am Ende auch der Täter ist. Motiv, Rache und Eifersucht. Ja, klassisch, aber gut. Und wie stirbt das Opfer? Es gibt einen Stromausfall. Der Täter nutzt die Dunkelheit und da schießt sein Opfer mitten am Tisch. Bumm! Dann war ich also die reiche Dame. Genau. So mit Schmuck behängt und so. Ja,
irgendwie ist auch gut. Das Publikum wird auch sterben. Vor Langeweile. Also sowas von primitiv und durchschaubar. Jetzt glaubt's mir halt, als Regisseur weiß ich doch schließlich, was den Leuten gefällt. Wie viele Zuschauer waren auf deiner letzten Aufführung genau? 12. Und wollten davon nicht 8 ihr Geld wieder zurück, weil sie von deinem Stück nix, aber gleich gar nichts kapiert haben? Alle. Weil die Leute heutzutage total verblödet sind und bloß mir einen anspruchslosen Schmarrn vorgesetzt kriegen. Ihr werdet sich schon sehen, wenn ich einmal an einer großen Bühne bin und das Publikum liegt mir zu Füßen. Sag einmal, von was träumst du eigentlich in der Nacht? Ha? Ja, ich hab wenigstens einen Ehrgeiz. Die Leute sollen ruhig merken, dass Kunst anspruchsvoll und unterhaltsam sein kann, gell? Gut, den Krimi vom Bäder, den führen wir auf. So, da brauchen wir jetzt also Dialoge für die Schauspieler. Ja, die schreib ich. Na, Bäder, das ist gut gemeint, aber das mache ich schon lieber selber. Selber. Schau selber, wo die da selber hingebracht hat. Lass mich machen, Fanny. Ich glaube, ich weiß, wie man das einfach, aber spannender zeigen kann. Mit Betonung auf einfach. Also so ein Schmarrn. Ihr habt ja keine Ahnung. Jetzt, Chuck, genau deswegen musst du unbedingt mitmachen. Jetzt, Kim, auf geht's. Gut, dann mach ich den stummen Diener. Ja, der ist aber nicht stumm. Jetzt schon? Ja, du glaubst doch nicht, dass ich deine stümperhaften Dialoge im Mund nehme. Ausgerechnet unser Oberschauspieler ohne einen Text. Wahres Talent braucht keine großen Worte. Ihr werdet es schon sehen. Ich spüre euch ja ohne Text, reihenweise am Band. Ja, aber wo kriegen wir die ganzen Kostüme her? Und meinen ganzen Schmuck und die Reliquien? Requisiten. Aus dem Keller vom Speicher, da müssen wir halt ein bisschen improvisieren. Ja, also ein bisschen was an Kostümen und Requisiten kann man schon auch von den internationalen Alpenrosen beisteuern. Damit wenigstens irgendwas Professionelles bei der ganzen Sache. Gell? Und was, wenn das alles schief geht? Das geht nicht schief, Fanny. Das wird eine Mordsgeschichte, das spüre ich. Jetzt musst du nur noch den Farnbacher einladen. Wenn der sieht, was wir da ist, aufziehen, dann gibt er uns gewiss den Kredit und dann sind wir gerettet. Richtig. Und darauf gibt es jetzt erst einmal ein Freibier. Und Action. Tut mir leid, Papa. Aber ich fürchte, auf ein bisschen Innovation wärst du gefasst machen müssen. Auf geht's. Generalprobe, die Todesszene. Und Action. James, Champagner, bitteschön. Auf, Susan, meine wunderschöne Frau. Oh, verreckt! Moment! Mach's Licht, oh Liesel, das war's früher. Susi, noch nicht sterben. Wir haben dich doch noch nicht hochleben lassen. Ich bin aber erschossen worden. Um Gottes Willen. Ja, ich hab gleich gesagt, dass ich bis in der Kuchel aufgekommen bin. Ja, das machst du schon. Also nochmal von vorn. Susi, und du merkst, der gestorben wird erst, wenn wir unseren Text gesagt haben. Und zwar beide komplett. Also, Leute, das muss für jetzt langsam hinhauen. Gleich kommen die Gäste. Das heißt, wenn überhaupt einer kommt aus einem Farnbacher. Ja, da kämen wir schon nur, wenn man das ganze Dorf plakatiert. Also Susi, auf geht's, stirb langsam, aber schnell. Susi, Also. Und Action. James, Champagner, bitteschön. Auf,
Brav, Susan. Meine wunderschöne Frau. Alles Gute zum Geburtstag, Darling. Auf euch! So stürmisch wie diese Nacht, so soll auch mein Geburtstag werden. Schieb ist gestorben, Susi. Na also, Ja, aber jetzt nicht mehr bewegen, Susi. Mein Arm war sonst eingeschlafen. Susi, du bist tot und einer Toten schlaft nichts mehr ein. Jesus, na, jetzt weiter ab dem Mord. Oh Gott, Susan, sie ist tot. Jemand hat meine Frau ermordet. Susan. Heute, das war meiner gewesen. Entschuldigung. Susan. Sehr gut. Danke. Susan, meine Schwester. Tu du doch nicht so, als ob's dir leid tun täte. Du musst gerade reden, Robert. Ihr zwei habt's doch bloß noch gestritten in letzter Zeit. Wir müssen den Mörder von Susan finden. Außer uns 4 kann es niemand gewesen sein. Hä? Bei diesem Wetter schafft es niemand auf das Schloss. Der Mörder muss also unter uns sein. Um Himmels Willen. Ja, keine Angst, die lebt schon noch. Ja, super. Ja, haben denn Sie das Schuldeneck gesehen, das Sie den Hintereingang benutzen sollen? Ja, schauen mir aus wie Dienstboten. Der Weg darauf war doch schon eine einzige Zumutung. Doppelchen, die Schuhe kann ich jetzt wegschmeißen. Also jetzt ging es heute dabei mal runter von der Bühne. Wir sind gleich fertig mit der Probe. Jetzt komm, chill dich, Oma. Sag nicht Oma zu mir. Also nichts für ungut, gell? Ein kleines Moment bitte noch. So, bis die Polizei kommt, bleiben wir alle hier. Verehrtes Publikum, bitte helfen Sie uns, den Mord an meiner geliebten Schwester Susan Ashcott aufzuklären. Die Liesel serviert Ihnen derweil zur Stärkung die Vorspeis. Jetzt passt doch der Anfang auch, oder? Naja. Also, nochmal. Herzlich willkommen im Gipfelwirt. Mein Name ist Peter Hauser. Sie haben reserviert, Frau... Marquardt, Uta Marquardt, ja, ich hab reserviert. Allerdings nicht hier, sondern Trent, im Sonnenhof, im 5-Sterne-Hotel. Ja, ich wollte mit meinem Enkel, so mit dem Leander aus Brandenburg, ein Wellness-Wonder-Weekend verbringen, aber nicht in so einem Bauerntheater da landen. Die bekloppten Sackköpfe da drüben haben ihre Mails nicht gecheckt. Leander, nicht die Kraftausdruck. Da haben Sie voll ein Glück, weil im Radio haben Sie wieder angesagt, aber wir haben noch Doppelzimmer frei. Und es gibt heute Abend eine Premiere. Mord auf Schloss Nasswall. Das erste Krimi-Dinner auf dem Berg. Sie sind herzlich eingeladen. In ein paar Minuten geht's los. Krimi-Dinner. Knorke. Ja, in kurzen Namen, dann nehmen wir heute das Zimmer. Weil wir dem Sauwetter kommen von dem Drecksberg heute sowieso nicht mehr heil runter. Leander, pack die zusammen. Komm jetzt bitte mit. Ja. Ich mach das schon. Das ist nett, Susi. Vielen Dank. Ja, und Ihnen einen wunderschönen Aufenthalt im Gipfelwirt. Die Treppe rauf. Mein Lieber, mein Lieber, mein Lieber. Na, hoffentlich sind die restlichen Gäste nicht auch so kritisch, sonst könnte es ja heiter werden da. Oh mei. Wenn's bei der Generalprobe hackelt, dann wird die Premiere umso besser. Also nach der Probe musste ja absolutes Spitzenklasse werden. Ja, ich muss zurück in die Küche, weil das Dinner zum Krimi kocht sich nicht von selber. Du, wenn's bei deiner normalen Arbeit auch so einen Ehrgeiz hättest, du. Hast du ja ganz schön reingehängt, ha? Mei, du hast halt mein wahres Talent bisher immer verkannt. Ja, ich hab dich auch als Rezeptionist und nicht als Krimi-Dinner-Spezialist eingestellt. Hoppala! Nach Ihnen. Ja, grüß Gott beieinander. Darf ich? Herr Bankdirektor, herzlich willkommen zum Krimi-Dinner im Gipfelwirt. Grüß Gott, wir kennen uns ja noch gar nicht. Ja, guten Abend. Ja, dann. Oh, aha. Schauen wir mal, was für ein vielversprechendes, innovatives Konzept Sie mir da heute Abend präsentieren wollen. Ja, bitte. Seien wir die Ersten. Ja, zum Glück für einer, so haben's freie Platzwahl, bitte. Darf ich schon was zum Trinken bringen? Ja, bring jetzt mal ein Viertel Roten, ein Sirs. Ja, für mich auch einen roten, aber trocken. Am besten einen 89er mit Dock. Ja, oder was Vergleichbares. Und ein Glas Wasser. Ja. Schauen Sie, deswegen nehme ich gleich den Süßen, der rutscht besser.
Also einmal süß, einmal trocken, kommt gleich, gell? Oh, das auch noch. Also so eine Spinner, die Ursel. Und der Schratzen erst. Wer ist denn er? Nie gesehen. Nicht wissen, was der da in sein Bücherl schreibt. So, bitteschön. Wann geht's denn los, Ihr sogenanntes Krimi-Dinner? Jeden Moment, Herr Farnbacher. Sie werden sehen, das wird ein Spektakel. In Anbetracht des überschaubaren Publikums fürchte ich eher ein Debakel. Wir werden wahrscheinlich alle drüben im Sonnenhof beim Samba Dance Festival sein. Eliander, sei doch so nett und helfen mir mal. So eine schöne Ketten. Oh, so eine hätte ich auch gern. Jetzt gehen wir schon mal hinter. Auf geht's. Nee, Oma, müssen wir jetzt dieses verkackte Krimi-Dinner reinziehen? Ja, glaubst denn du, ich bleib den ganzen Abend mit dem Zimmer, wenn du nur an deinem blöden Smartphone umeinander spulst? Du, Bursche, pass mal auf. Außerdem haben wir ausgemacht, dass wir das Wochenende gemeinsam verbringen, gell? Sonst wär's wohl nix mit deinem Führerschein. Ja, Krimi-Dinner, supi. Ja, super. Grüß Gott. Fräulein. Bitte schön, bringen Sie mir doch einen Hugo. Den Hugo? Ja, einen Bäder hätten wir. Dann bringen Sie mir einen Prosecco. Für mich ein helles. Was? Ein helles, eine Zitronenlimo. Die nehme ich. So, ja, jetzt noch einmal ein herzliches Grüß Gott da oben im Gasthof Gipfelwirt zum ersten Krimi-Dinner am Berg. Sie haben die große Ehre, bei der Premiere von Mord auf Schloss Noswald dabei zu sein. Ja, also ich möchte Sie jetzt noch um ein paar Minuten Geduld bitten, weil wegen dem schlechten Wetter brauchen die anderen Gäste wahrscheinlich ein bisschen länger zu uns herauf. Welche anderen Gäste? Entschuldigung. Herzlich willkommen im Gasthof. Bist du nicht der Kellner vom Sonnenhof? Ja, also ich war der Kellner vom Sonnenhof, bis ich vor einer Dreiviertelstunde bei dem Affenzirkus da drüben gekündigt hab. So. Komm, sitzt hier irgendwo hin, dass wir anfangen können. Ich hab einen Hunger. Ja, da schon her. Da, jetzt. Na, nicht der schon wieder. Kennst du den? Ja, und ob. Konstantin von Huber, Hotel- und Restaurantkritiker. Der war vorher inkognito bei uns, hat er zumindest gemeint. Aber ein Kollege von mir hat ihn erkannt. Ein Kritiker, das auch noch. Wegen dem hat der Chef so einen Zinnober veranstaltet, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hab mir gedacht, bei euch hab ich mal Ruhe. Aber jetzt sitzt dieser aufblasene Uhu schon wieder da. Besonders innovativ ist es für nicht, seine Gäste stundenlang warten zu lassen. Und ich esse üblicherweise auch nicht nach 7 Uhr. Ja, also wir haben's gleich, gell? Liesel, geh mal her, bitte. Jetzt bitte kein Aufregen, gell? Heute für die, was ich da jetzt sag. Ja, da drüben, das ist ein Hotel- und Restaurantkritiker. Inkognito. Bei unserem Gipfelwirt. Ein Kritiker. Wie kommen Sie jetzt ausgerechnet da hier? Unter uns. Ich schreibe für den Goldenen Löffel. Wir bewerten gerade Hotels und Gaststätten in den bayerischen Voralpen. Ich bin in der Szene quasi der Richter über Leben und Tod. Wenn mein Daumen nach oben zeigt, heißt es weiterleben. Wenn er nach unten zeigt, sieht es düster aus für dieses Etablissement. Dann sperrt der Laden zu. Wir sind doch nicht im Kolosseum. So, ja, aber wissen Sie, wenn ich als Bankdirektor diesem Etablissement keinen weiteren Kredit gewähre, dann nutzt eine Kritik gar nichts. Dann sperrt der Laden zu. Ja, meine Dame, die Herren, jetzt nehmen wir so einen Schluckerl Wein, gell, lieblich oder trocken, und genießen Sie den wunderschönen Abend. Unsere Köchin Liesel, sie wird jetzt gleich einmal die Vorspeise. Und dann geht's los. Spinatknödel mit Käse und brauner Butter. Haben Sie nicht was Leichtes? Ja, ein paar Kalorien brauchen Sie schon fürs Hirn. Sonst erraten Sie ja nicht, wer der Täter ist. Spinatknödel. Klingt sehr simpel. Was er schon wieder schreibt.
Ihr glaubt es nicht. Jetzt hockt da draußen auch noch ein Gastrokritiker. Wenn der schlecht über uns schreibt, es aus. Fanny, jetzt haben wir noch nicht einmal angefangen. Und? Erst Zeit, wir holen halt den Broadway in den Chiemgau. Was bei deinen dilettantischen Texten mehr wie ein Wunder war. Ruhe ist jetzt. Also, auf geht's. Toi, toi, toi. Ja, so, liebe Gäste, während Sie sich jetzt das feine Dinner schmecken lassen, werden Sie gleich Zeugen eines hinterlistigen Verbrechens. Sicher wieder Mord. Ist ja mal was ganz Neues. Psst, jetzt Also, zu viel möchte ich jetzt noch nicht verraten, bloß so viel. Es wird voll spannend, weil nämlich Sie, verehrtes Publikum, das Verbrechen selbst aufklären dürfen. Dazu können Sie allen Verdächtigen Fragen stellen und sich Notizen machen. Und nach der Nachspeise schauen wir dann, wer der wahre Kommissar unter Ihnen ist. Ja, das klingt mir jetzt schon ein bisschen mehr nach Innovation. Da kann dann ja praktisch jeder mitraten. Genau, ja. Also wenn Sie mich fragen, ist das sowas von altmodisch. So funktioniert ja jedes 0815-Krimi-Dinner. Ach so. Na, also altmodisch ist unser Krimi-Dinner gewiss nicht. Das werden Sie doch schon sehen. Mörderisch. Das Wetter da draußen. Starker Auftritt. Immer vom Teufel redet, unser Oberdorfkommissar. Jetzt ja fast wegblasen. So stark ist der Sturm. Ja, da braucht's bei dir nicht viel. Stellt euch vor, die Brücke am Hauenstein, die hat's weggerissen, direkt nachdem ich drüber gefahren bin. Ich bin der Letzte, der heute draufgekommen ist. Heute schafft sie mal bis keiner mehr runter ins Tal. Sei denn, er seilt sich über die Nordwand ab. Es wird eine lange Nacht. Da wird's ja doch langsam kriminell da herum. Das Einzelzimmer 28 €, das Doppelzimmer zur Alleinbenutzung 35 inklusive Frühstück. Übernachten. Da herum. Na, gute Nacht. Das kann ich laut sagen. Ja, aber bist du dienstlich da? Privat. Ein bisschen dienstlich schon. Als Mann vom Fach werde ich natürlich mit ermitteln. Ja, aber dass Sie uns nicht den Spaß verderben, gell? Weil Sie natürlich gleich wissen, wer der Täter ist. Okay, das war das erste Mal, dass der Gustl einen Fall löst. Wo kein Verbrechen ist, kann auch keines aufgeklärt werden. In meiner ganzen Amtszeit hat es nicht einmal ein falsch 50 im Klingelbeutel gegeben. Die Kriminellen wissen halt, mit wem sie es zu tun kriegen. Aber nächste Woche, wenn du dann im Ruhestand bist, wird sich das schlagartig ändern. Ne? So viel kriminelle Energie, wie sich da über die Jahre aufgestaut hat. So, jetzt lass knacken. Vorspeis kriege ich aber schon Ahnung, oder? Ja, Pfannkuchensuppen kannst du haben. Ruhe jetzt da hinten. Geht's jetzt endlich los? Also, solange wir da umeinander stehen, da hätte ich ja einen Faust 2 mehr aufführen können. Jetzt kommt gewiss keiner mehr. Der Sturm hat die Brücke am Hauenstein weggerissen. Okay, Fanny, das hilft jetzt alles nichts. Susi, bist du bereit? Bereit für den Gipfel wird zu sterben. Also, und Action. Ja. James, Champagner, bitte. Warum verzerrt denn das Gesicht da so? Druckt denn was? Auf, Susan. Meine wunderschöne Frau. Gerald, dir schmeckt wohl mein Whisky zu gut. Ja, ein wirklich edler Tropfen, Robert. Das steht aber nicht im Text. Schade, dass nicht mehr Gäste gekommen sind, um den Geburtstag meiner lieben Schwester zu feiern. Ja, aber bei dem Sau wieder... Ja, bei dem Unwetter. Was? Auf euch! So stürmisch wie diese Nacht
so soll auch meine Geburtstagsfeier werden. Hey, was ist denn los hier? Ratzen weg! Hilfe! Oh Gott, Susan, sie ist tot. Aber sie auch. Na, Brustmahlzeit. Ich hab den Zwiebeln gereicht. Oma, hey, alles gut bei dir? Was ist denn passiert? Hallo? Zum Glück nur ein Streifschuss. Spitz weiter jetzt. Zum Glück nur ein Streifschuss. Doch nicht du. Flack die wieder hin. Meine Kette ist weg! Was? Die muss mir jemand gestohlen haben. Okay, wer soll jetzt das gewesen sein? Fragt der Kommissar das Opfer. Schauen Sie mal, ich war schon bei so vielen von diesen Veranstaltungen. Da mischt sich oft ein Schauspieler ins Publikum und spielt dann von dort aus. Das soll authentischer wirken. Also glauben Sie mir, meine Oma macht ganz gern mal Theater, aber das war jetzt ausnahmsweise mal nicht gespielt. Dann halt! Polizei! Keiner verlässt den Raum. Wo haben wir's? Überdenk, du bist nicht dienstlich da. Ein guter Polizist ist immer im Dienst. Aber bis du so weit bist, hockt der Dieb in der Karibik und schlürft Cocktails. Das kannst vergessen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meiner Amtszeit gemacht habe. Aber den Banditen, den erwische ich damals. Polizei, das Krimi-Dinner ist hiermit beendet. Ja, spinnst jetzt du? Gustel, das gehört doch alles zum Stück. Ich geb keine Ruhe, bis die Ketten wieder da ist. Können Sie den Peter beschreiben? War der jetzt eher groß oder klein? Trug er eine Maske? Ich hab doch nichts gesehen. Es war doch stockdunkel. Stockdunkel. Was für ein Unglück. Das Collier. In der Tat. Unter uns befindet sich ein Dieb. Dieb? Ich hab gedacht, der Mörder? Ja, was? In der Lehre, ich war umgebracht worden. Ja, ganz im Gegenteil. Je lebendiger Sie sind, desto schneller schaffen Sie es, den Diebstahl aufzuklären. Lady Marquardt, helfen Sie uns, den üblen Täter zu entlarven. Wieso denn jetzt Sie? Für Recht und Sicherheit bin ich da. Jetzt halten Sie uns nicht unnötig auf. Sie haben es doch gehört, dass die Kette gestohlen wurde, das gehört zum Stück. Ja, also, ich hab doch nie behauptet, dass ich in diesem Kriminaltango, in diesem komischen Kriminalstadel da mitspielen will. Und schon gleich behauptet das Opfer. Und eins kann ich einer flüstern. Ob Spiel oder Ernst, wenn die Kette nicht wieder auftaucht, dann mache ich Sie persönlich dafür verantwortlich. Na, das ist nur auf. Bringen Sie mir noch eine Flasche roten, trocken. Langsam kommt ein bisschen Esprit in die Veranstaltung. Ja, das kannst du laut sagen. Süß. Ja, liebe Gäste, nach einer kurzen Pause geht's weiter. Die Liesel serviert Ihnen dabei auf den Schreck ein Schnapsal, gell, Ja. Liesel? Für mich einen doppelten, bitte. Ja, für mich auch doppelt. Sag mal, seid ihr wahnsinnig? Ihr geht's doch nicht einfach behaupten, dass das alles zum Stückel gehört. Was machen wir denn jetzt? Ja, improvisieren, was sonst? Hauptsache der Farnbacher merkt nichts. Ja, aber dem gefällt's anscheinend ganz gut. Also, da herum läuft der Verbrecher drei rum und wir sind so da, es war nix. Susi, bis jetzt ist noch niemand umgekommen, oder? Ja. Die Ketten werden wir schon wieder finden und bis dahin wird weiter gespielt. Ja, die Gäste davon nichts merken. Jeder soll denken, die gestohlene Ketten ist die eigentliche Tat. Ja, und ich soll jetzt gar nicht mehr sterben. Nein! Hey, jetzt Nein! Nein! Susi, wir brauchen die lebendig. Herzlichen Glückwunsch, du hast ab jetzt die Hauptrolle. Was? Oder? Was schaust jetzt du so? Wer kann denn das gewesen sein, ha? Ich meine in echt. Du glaubst doch wohl wirklich nicht, dass einer von uns... Jetzt einmal rein theoretisch hätt's auch jeder von uns sein können, nachdem das Licht ausgegangen ist. Gell, Susi? Was, ich?
Okay, jetzt spielt halt lieber vorn weiter, dann haben alle was davon. Herr Direktor! Wegen der Hektik mit der depperten Ketten ist mir jetzt die Trost für einen Hauptgang abnimmt. Muss denn ausgerechnet heute alles schief gehen? Ich muss zurück in die Küche. Kann mir einer von euch ein Petersil aus dem Garten holen? Ich geh nicht aus. Ja, das mach ich. Dankeschön. Ja, beim stummen Diener fällt's am wenigsten auf. Ja, gut, danke, Ernst. Susi, Xaver, ihr geht's vor und improvisiert's. Und wir zwei, wir überlegen uns dabei, wie wir Zeit schinden und die Ketten wieder auftreiben. Oh, Susan, es tut mir so leid, dass so etwas ausgerechnet an deinem Geburtstag passieren muss. Ja? Also, ich hätte mir meinen Geburtstag auch anders vorgestellt. Ja. Wie denn genau? Ja, also, vielleicht mit mehr Leuten? Vielleicht ein Ball? Hättest du mir dann auch einen Tanz geschenkt? Dir? Nein! Ich hab doch gesagt, dass Schluss ist mit uns beiden. Aber Susi, also Susan, ich kann doch an überhaupt nichts anderes mehr denken. Wegen dir kann ich nicht mehr essen, nicht mehr schlafen. Und Echt jetzt? Wenn rauskommt, dass die Ketten von der Marquardt weg ist, dann kann ich gleich zusperren. Angenommen, es war gar keiner von uns. Ha? Was ist, wenn einer von den Gästen... Ich glaube, du hast ein bisschen zu viel Krimis gelesen. Ja, sei froh. Jetzt pass mir auf. Wir ändern ab jetzt die Spielregeln. Ab jetzt kommt jeder von da draußen als Täter in Frage, auch das Publikum. Ja, aber dann der Farnbacher und der andere da. Jeder. Du gehst jetzt raus und änderst offiziell die Spielregeln. Die sollen sich ruhig alle gegenseitig verdächtigen. Um Gottes Willen. Hä? Na, ich hab keine bessere Idee. lass uns gemeinsam ganz weit weggehen und von vorn anfangen. Ich habe etwas Geld geerbt. Aber du hast doch ein Verhältnis mit der Tochter vom Bürgermeister. Ja, verzapft so ein Schmarrn. Ich meine, wer erzählt denn solchen Unsinn? Ja, Liesel? Also, Elisabeth, die Köchin? Ja, aber da liegt sie völlig falsch. Aha! Wusste ich's doch, dass du mich betrügst. Aber ausgerechnet mit Gerald, meinem besten Freund. Welche Erbtante musstest du umbringen? Oder hast du gar nicht geerbt? Stammt dein Vermögen aus dem Verkauf von Lady Marquards Collier? Hast du es gestohlen? Oder war es einer der anderen Gäste? Ja, wenn wir uns ehrlich sind, könnten sie alles gewesen sein, gell? Mir? Wieso denn jetzt plötzlich mir so einschmarren? Also, mir ist es jetzt scheiß... egal wer. So langsam verstehen mich keinen Spaß mehr. Du, Oma, ich glaube, das ist kein Spaß. Ja, was soll das jetzt heißen? In der Dunkelheit hatte jeder hier im Raum die Möglichkeit, das Schmuckstück verschwinden zu lassen. Wieso sollte ich jetzt hier plötzlich jemanden bestehlen? Haha, wo ist denn da das Motiv? Wer sagt denn, dass Sie wirklich der sind, wo Sie gesagt haben, dass Sie sind? Vielleicht ist das auch nur eine Rolle, so wird's sein. Wahrscheinlich sind Sie selbst der Dieb. Wer süßen Rotwein trinkt, dem ist alles zuzutrauen. Jetzt aber hinterher wie vorn. Sag einmal, das ist mein Mantel. Was tust denn du alle bei meinem Mantel umeinander? Hast du die Kette geklaut? Sag mal, haben sie dir ins Hirn geschissen, hä? Ja, wie reden Sie denn mit meinem Enkelsohn? So war. Wer sagt denn, dass Sie die Ketten nicht selber haben verschwinden lassen? Und Ihr vorlauter Enkel ist Ihr Komplize? Was werden die Versicherung zahlen für sowas? Also jetzt schlagt's ja 13. Von so einem dahergelaufenen Provinzbanker lass ich mir das nicht sagen. Provinzbanker. Weiß, wo ist. Mir reicht's jetzt. So, wir werden uns jetzt gegenseitig durchsuchen lernen. Der du ihm da. Also wirklich jetzt auch. Ja, ich finde das originell. Ja, was fällt Ihnen denn ein?
Ich breche nicht das Gesetz, ich bin das Gesetz. Und während da alle wild umeinander spekulieren, sammle ich Fakten. Fakten. Wo ist dann der Täter? Fakt ist, dass der mutmaßliche Täter die Dunkelheit benutzt hat, um das... Wow. Ja. Welchem Gespenst ist mir begegnet? Das schaut ja aus wie... Schnittlauch, ich wollte doch am Peter sehen. Das schaut aus, wie wenn es mit Blut geschrieben war. So wie ich Juwelen stehle, kann ich auch ein Leben rauben. Drum hört auf, nach mir und meiner Beute zu suchen, sonst passiert heute Nacht ein Mord. Der Northwall Mörder. Leander, in diesem Horrorladen bleiben wir keine Sekunde länger. Oma, die Brücke. Gottes Willen, bin ich nicht schon genug gestraft, dass ich in dieser Absteige schlafen muss und nicht in meinem 5-Sterne-Hotel. Mit einem Messer im Rücken stört sie das dann auch nicht mehr. Ah! Ja, jetzt ganz ruhig. Es gehört alles zum Stück. Also langsam bin ich mir nicht mehr sicher, ob das alles zu dem Stückel gehört. So nervös, wie die Chefin ist. An ihrer Stelle wäre ich auch nervös. Hängt ziemlich viel ab von dem heutigen Abend für Sie. Von meinem Urteil. Das glauben Sie. Wenn einer über das Schicksal dieses Hauses entscheidet, dann ich. Liesel, Hauptspeis. Aber servieren. Bitteschön, das letzte Abendmahl. Ja, liebe Geburtstagsgäste, langsam wird es unheimlich auf Schloss Northwall, gell? Wird es bei dem Diebstahl bleiben oder wird der Täter tatsächlich einen von uns ermorden? Nach einer kurzen Pause geht's weiter und dabei gibt's den Hauptgang. Ja, Rahmschnitzel mit Kartoffelbrei. Oh mei, wenn mich der Mörder nicht umbringt, dann die Kalorienbombe. Die gute alte Hausmannskost. Lass mir mal machen. Was sie eigentlich meint, ist heute auf der Speisekarte zarte Skalopine vom Chiemgauer Jungbullen. Selbstverständlich à la minute zubereitet. Was mischten Sie der Milchbubi da ein? Ja, wenn's dem Herrn Kritiker so besser schmeckt. Serviert auf einem Kartoffelnestchen an einer leichten Weißweinreduktion. Ach so. Ja, dann. Bitte. Wollen wir doch lieber die Polizei rufen, ha? Aber der Gustl ist doch da. Der Gustl. Ja. Wenn die Brücken wirklich kaputt ist, dann kommt da halt noch keiner mehr rauf. Ja. Gut. Schau ich halt, ob man die nicht reparieren kann, ne? Ja, warte mal. Vielleicht sollte man lieber zu zweit gehen, ha? Das ist doch voll zu gefährlich. Da hat die Susi recht. Tot? Was? Na, ich mag nicht sterben. Also, nicht in echt. Ich habe noch nicht einmal ein Testament. Du wirst nicht sterben, da pass ich schon auf. Ja, und das alles bloß wegen deiner saubläden Idee. Meine Idee? Ja, das Ganze ist doch auf deinem Mist gewachsen. Ach so, und an der gestohlenen Ketten bin auch ich schuld. Und wenn jetzt heute Nacht jemand umgebracht wird da herum, dann ist das auch meine Schuld, oder wie? Ja, von wem denn sonst? Du warst damit einverstanden, dass wir das mit dem Krimi-Dinner probieren. Was ist man anders überblieben? Beim Publikum gefällt es jedenfalls sehr gut. Ja, freilich, weil die immer noch alle glauben, dass das alles zum Stück gehört. Also wenn es jetzt wirklich keiner von da herin war, dann läuft vielleicht da draußen tatsächlich ein Verbrecher rum. Jetzt passt auf. Ihr macht's genauso weiter. Der's weiterhin so, als wenn das alles zum Stück gehört. Und ich kauf mir den Saugrippe. Schon wieder Rahmschnitzel. Und ein bisschen wenig Soße hast du mir auch wieder drauf. Manchmal frage ich mich, warum du jeden Tag bei uns isst, wenn du immer was zum Aussetzen hast. Ja, hey, das ist ja keine Selbstbedienung. Oh, lala. Ja, spätzte, du Bürscherl. So, bitteschön. Die Herren, einmal für Sie die Skalopine. Essbare Blumen, quelle surprise. Also, das hätte ich jetzt hier oben wirklich nicht erwartet. Ja, wohl bekommt's. Sagen Sie mal, kenne ich Sie nicht irgendwoher? Nein, ich wüsste nicht, woher. Warum? Ja,
Liebe Gäste, ich hoffe, Sie können trotz der blutrünstigen Drohung Ihr Dinner genießen. Hat vielleicht schon jemand eine Idee, wer der Täter sein könnte? Ja. Bitte? Dies liegt ja auf der Hand. Na, dieser Gerald war's, Ihr Liebhaber. Dass wir verdächtig sind, das ist die falsche Fährte. Na, die Susan wollte sich von ihm trennen, weil er ihr nichts bieten kann. Viel zu simpel. Bei diesen Veranstaltungen ist das naheliegendste nie die Lösung. Ich glaube, die Schwester war's. Ja, weil die ist eifersüchtig auf die schöne junge Ding da und möchte das Fest vermiesen. Sie machen ja schon beim Zuschauen Fehler. Ja, jetzt langt's, aber ständig rennt er da rein und raus. Jetzt geben Sie mal zu, dass Sie gar nichts mehr unter Kontrolle haben. Aber Herr Kommissar, ich bitte... Halt! Polizei! Es wird auch langsam Zeit, dass Sie sich um mich kümmern. Keine Sorge, ich kümmere mich um Sie und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Aber erst, wenn du aufgegessen hast. James! Dies? Sie glaubt doch nicht ernsthaft, dass hier voll der Killer rumläuft, oder was? Also ich würde jetzt schon gern wissen, wie es weitergeht. Also, vielleicht hat der Gustl ja doch den richtigen Riecher. Was ist denn, wenn dieser Diebstahl und die Morddrohung doch echt sind? Und wir hocken da herum, abgeschnitten von der Außenwelt wie die Maus in der Falle. Während die böse Katze nur darauf wartet, die wehrlose Beute zu verschlingen. Um Himmels Willen! Keine Panik. Das kommt vom süßen Wein. James, ich lasse mich nicht länger von Ihnen an der Nase rumführen. Was? Der James wollte doch Der wollte sich mit der Beute aus dem Staub machen, ja? Oder die Waffe holen, die er draußen versteckt hat, dann uns alle umbringen, weil wir sind ja schließlich Zeugen, und dann mit dem Kollier abhauen. Das glauben Sie jetzt aber selber nicht, oder? Der steht die ganze Zeit nur blöd rum und sagt nichts. Haha, wo soll denn da das Motiv sein? Motiv? Der James führt ja ein Doppelleben. Erst neulich habe ich ihn ins Casino hineingehen sehen. Ja, genau. Du hast Spielschulden. Deshalb warst du so scharf auf das Collier von Lady Marquardt. Ja, spinnst denn hier? Ihr macht alles kaputt. Jetzt redet er plötzlich. Das verstehe selbst ich jetzt nicht. Sie sind gar nicht stumm, James. Die ganzen 30 Jahre, wo Sie auf Schloss Northwold gearbeitet haben, haben Sie uns was vorgemacht. Wer weiß, zu was Sie sonst noch fähig sind. Aber jetzt ist Schluss, gell? Geben Sie zu, dass Sie der Dieb sind und uns allen gedroht haben. Ich wollte doch bloß Ergreift zu ihn! Bädern. Was ist denn los? Lass mich doch. Erst einmal. Was sagen wir jetzt erst einmal? Und schon ist er wieder stumm. Jetzt kriege ich die doch Saugrippe. Mein Monster nicht so der Schrecker, ha? Komm raus, du feiger Hund! Sag einmal, auf wem seiner Seiten bist denn du eigentlich, hä? Ernstlos ein Servier haben. Wie kommt denn die da rein? Kann mir mal jemand zwickern? Das darf wohl nicht wahr sein. Der Sauhund hat die Ketten gestohlen. Wegen dem geht der ganze Gipfelwirt am Bauch, aber ich muss mich von der Chefin ranzen lassen. Aber pass auf, Birschall. Nicht mit mir. Ha! Du kannst dir jetzt was Neues einfallen lassen. Wo bleibt
bleibt denn der Peter so lang? Ich weiß auch nicht. Schmeckt's? Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Am Ende hat der Mörder sein erstes Opfer. Was ist denn? Und was, wenn der Peter gar nicht das Opfer ist? Sondern? Ja. Du glaubst doch nicht, dass der die kennt. Ach, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Also das darf mir aber sehr wundern, wenn der Peter dir in den Rücken fallen darf. Der tut doch alles für dich. Ja, merkst du denn nicht, dass der Auge auf... Ach, Liesel, bitte. Also ich kenne dich jetzt schon seit über 30 Jahren, Fanny. Noch nie hast du einen Mann näher an dich rangelassen, weil du immer Angst hast, dass dein Papa nicht mit ihm einverstanden wäre. Aber weißt du, wenn man da mal so drüber nachdenkt, enterben kann der dir jetzt auch nicht mehr. Hör mir jetzt bitte auf mit deiner Küchenpsychologie. Ich gehe jetzt selber nachschauen. Fährt das Geflüster zum Stück? Also mir dauert das jetzt alles zu lang. Richtig. Was ist denn jetzt mit dem James? Hat er die Ketten? Das werden wir gleich haben. Warte, was geht denn? Ja, Moment mal. Darf es da bitte schön runtergehen, Sie da? Sie haben doch selber gesagt, dass das Spiel interaktiv ist, oder? Also hier mit meinem Kollegen. Jetzt regen Sie noch heute nicht auf, Frau Marquardt. Für Sie immer noch Lady Margaret und ich reg mich nicht auf. Hey, Respekt, krass. Ja, was soll ich? Erst mal Robby da. Das passt schon. Aber weg. Ich wollte... Ah, du weißt nichts. Ja, freilich weiß der nichts, weil er nicht der Täter ist. Der ist die falsche Fährte, auf die wir alle reinfallen sollen. Ja, aber was ist denn mit dem Bäder? Der ist doch jetzt auch schon seit Ewigkeiten weg. Der Robert, der Ehemann. Wo ist denn da das Motiv? Nein, ich meine nicht den Robert, sondern den Bäder selber. Ja, weil jeder in Niederreuth weiß, dass der Hauser Bäder Geldprobleme hat. Richtig. Ja, aber dass er uns gleich mit Mord droht. Und der Hallodri, der kann sich über die Mordwand, die Nordwand abseilen. Robert, in der Tat ein interessanter Gedanke. Nein, der Robert doch nicht der Robert. Der Peter ist der Täter. Und weil der Weg ins Dorf versperrt ist, benutzt er die Nordwand zur Flucht. Ja, dann jetzt doch was, halten Sie ihm auf! Liesel, übernimm die Regie. Oh, bitte, Liesel, und brems an Gustelei auf die Herde. Aber die Nachspeise wird kalt. Ach, Liesel, es gibt geeisten Kaiserschmarrn. Halt! Da bleiben! Verehrte Gäste! Das ist ein polizeilicher Befehl. Die geht mir da nicht allein raus. Okay, ich komm mit. Nein, nicht ohne deine Großmutter. Aber der Herr Rensch wollte doch die Mosi! Jetzt gehen wir einfach mit. Oh, das ist unheimlich. Jetzt alle Freilichtbühne. Que formidabel. Ganz schön spooky hier draußen. Was macht ihr denn alle da draußen? Meine Herrschaften, es ist viel zu gefährlich hier. Gehen Sie wieder hinein und halten Sie dort die Stellung. Wer hier wann welche Stellung hält, Befehl ab jetzt ich. Ja, aber Herr Kommissar, es gibt eine weitere Spur. Schnell, beeilen Sie sich. Was? Schon wieder eine Spur? Ja! Ja, die Köchin. Die Köchin war's. Bäder! Oh Gott, hat er wirklich zurückgeschlagen? Bäder! Oh, Bäder, bitte sag was. Oh, und bloß wegen deinem saublöden Krimi, den hat das alles. Man macht dir ja keine Vorwürfe mehr. Du hast dir wirklich alles da, um mir zum Helfer. Nein, Bäder, bitte. Bitte komm wieder zu dir. Ich mag dich doch so gern mit deinem Optimismus. So kreativ und gerade raus. Bäder, bitte. Bitte wach auf. Bäder! Wo bin ich? Im Himmel. Na, da fehlen ein paar Meter. Was ist denn passiert? Auf einmal ist alles schwarz geworden. Geh mal lieber wieder rein, bevor uns da heraus was passiert. Auf geht's. Na, das glaube ich jetzt nicht. Also doch, du. Und wir denken alle da herum, lauft der Schwerverbrecher rum.
Was ist denn das? Ja, wonach schaut's denn aus, ha? Abhauen wollt's! Ich bin doch da. Fanny, wegen deiner eigenen Faulheit. Fanny, ich hab nix. Ich weiß nicht, bin aus und dann habe ich die Ketten in der Tonne gefunden. In der Tonne, ja, freilich. Also bei den ganzen Krimis, die wo du gelesen hast, da sollte wirklich was Besseres einfallen. Glaub mir's, Fanny, ich weiß jetzt, wer die Ketten gestohlen hat. Hör mal bitte auf mit deinen Märchen. Du warst es. Du wolltest die mit der Ketten aus dem Staub machen. Abseilen wolltest die. Und die blöde Kummer aber nur sagen, dass da was passiert ist. Sag jetzt nicht, dass das dein Ernst ist. Das ist mein voller Ernst. So siehst du mich. Na, was mache ich denn jetzt? Ach, ist ja eh schon alles wurscht. Den Kredit vom Farnbacher kann ich sowieso abschreiben. Da ist schon was einfallen. Hast du bis jetzt immer alles allein geschafft. Und das mit dem Abseilen, das war gar keine schlechte Idee. Mach's gut, Fanny. Peter! Peter! Jetzt ist alles aus. Warum sind wir nicht gleich darauf gekommen? Die Köchin war's. Moment, die Fanny hat gesagt, ich für darin Regie. Jetzt nimmer! Also jetzt mal raus mit der Sprache. Was war mit der Köchin? Ja, sprich's aus, Elisabeth. Wo warst du, als das Licht ausging? Ja, du darfst schon Liesel zu mir sagen. Freilich eh klar. Elisabeth. Ja, wo wäre ich gewesen sein? In der Küche das Geburtstagsessen kochen. Das stimmt doch nicht. Ich war doch die ganze Zeit hier drin. Ich weiß auch nicht. Ja, genau. Vielleicht warst du aber auch in der Dunkelheit da herinnen und hast das Collier von Lady Marquardt gestohlen. Geh, die Liesel spielt doch gar nicht mit. Für die immer noch Elisabeth. Was? Elisabeth, du hattest jederzeit Gelegenheit, das Diebesgut in der Küche zu verstecken. Das ist ein Schmarrn. Ich habe mein ganzes Leben lang noch nie was gestohlen. Warum bitteschön sollte ich sowas machen? Ja, weil aus Rache. Weil die Lady Marquardt immer dein Essen so kritisiert hat. Ja, da hätte ich dem da schon lange was stehlen müssen. Gell, was ist denn das für eine Logik? Nur weil ich auf meine Figur, auf meine Linie achte, muss man mich doch nicht bestehlen. Leander, du kommst mit. Wir suchen die Kette. Okay. Halt! Ich möchte jetzt sofort meine Kette wieder haben. Sie wollen sich doch bloß an der Nachspeis vergreifen. Im Namen des Gesetzes, ich persönlich werde jetzt die Kuchel durchsuchen. Ja, bitte. Ja, Moment einmal. Durchsuchungsbefehl. Wo soll ich denn jetzt da herum einen Durchsuchungsbefehl her haben? Ohne Befehl keine Durchsuchung. Das kann doch jetzt kein Hinderungsgrund sein. Nein. Als Mann des Gesetzes bin ich schon verpflichtet, mich an dasselbige zu halten. Alles muss man immer selber machen. Kommt gar nicht in Frage da, die Exekutive. Die bin frei. Immer noch. Ich, gell? Warte mal, wie war denn das wieder? Genau, Gefahr im Vollzug. Oh. Lady Marquardt! Lady Marquardt! Großmutter! Wo kommt denn die jetzt her? Schon wieder Verdächtige. Also da muss irgendwo ein Nest sein. Aha. Ja, Großmutter!
denn jetzt laufen? Seit ich gehört habe, dass diese unselige Lady Marquardt auch unter deinen Geburtstagsgästen ist, dann habe ich so ein Kribbeln in den Beinen verspürt. Was soll denn das jetzt? Ich bin das Opfer eines Verbrechens. Gratulieren, da sind wir schon zu zweit. Und? Ja. Ich habe leider keinerlei Hinweis auf den Verbleib der Kette gefunden. Aber ich habe einen Hinweis, dass du an meinem Kaiserschmarrn warst. Also, Großmutter, wer hat dich jetzt denn so gemein bestohlen? Das Collier, von dem Sie behaupten, es sei Ihres gewesen, ist in Wahrheit im Besitz der Familie Ascot. Das ist doch eine Verleumdung. Jetzt erst einmal was! Ich habe mir lediglich zurückgeholt, was rechtmäßig mir gehört. Jetzt fangen die schon an, Doppelrollen zum Spielen. Mein Papa, bitte, schick mir irgendeine Idee, was ich machen soll. Ernst, aber bitte, du narrisch mich so zum Schrecker. Wo ist denn der Peter? Aber doch mit dem auf. Abgeseilt hat er sich da, schon her, er was. Fanny, Ich geh jetzt rein, geb's der Marquardt zurück und hoffe, dass er auf eine Anzeige verzichtet. Fanny, ich muss mit dir reden. Es ist... Der Peter ist unschuldig, ich hab die Ketten genommen. Was? Du? Ja, aber du warst das. Ja, aber wie hast denn... Ja, der Peter soll. Drum wolltest du unbedingt den Peter so für die Liesel holen. Ja, aber ernst, warum denn das alles? Ich hab euch von Anfang an gesagt, dass das Stück viel zu langweilig ist. Oh. Und dass da mehr Pep reingehört. Sowas muss das Publikum vor Überraschung und Spannung vom Hocker reißen, verstehst? Ja, bei der Marquardt haben wir das ja sauber hingekriegt. Ja, aber nur weil ich im Hintergrund Regie geführt hab. Oh. Ja, ihr habt's mir ja nichts gedacht und habt rigoros alle meine Inspirationen niedergemacht. Dann hab ich mir halt gedacht, gut, zeige ich euch einmal, wie man für ein bisschen Spannung sorgt. Ein bisschen Spannung. Du, ich bin sowas von gespannt, dass mich fast zerreißt. Ah, gut, ich dazu, dass mir das Ganze, sagen wir mal, ein bisschen entglitten ist. Oh, du, mir entkleidet auch gleich was. Ja, woher soll denn ich wissen, dass ihr mir so in die Quere kommt und der Peter derart einen auf Sherlock Holmes macht? Ja, bitte, wie hättest denn du den voll aufgelöst, ha? Du Superdramatiker, du. Die Susi wäre meine Täterin gewesen, dass sie anschließend mit ihrem Geliebten hätte fliehen können. Aha. Bei meiner letzten Tschechow-Inszenierung habe ich auch noch während der Vorstellung die Handlung geändert, was natürlich zu genialen, epischen Brechungen geführt hat. Das muss man ja mal erwähnen dürfen. Aber mit dem Geschirrtücher im Mai habe ich natürlich nichts mehr sagen können. Ich bin so ein Rindfisch. Ha, Fanny, ich hab's gewusst, dass du meine Kunst eines Tages verstehen wirst. Und ich traue ihm Peter zu, dass er den Schmuck von meiner Gäste krampft. Dabei hat er mir bloß helfen wollen. Aber wenn man vom Teufel redet. Ha? Peter, Ich hab bloß noch was ich vergessen. muss mit dir reden. Ja, ich ja. Aha. Ach so. Also gut. Dann red jetzt erst einmal ich. Deine unverschämten Vorwürfe, die kann und will ich nicht auf mir sitzen lassen. Ich wollte dir Nicht doch... nur, dass du jeden von meinen Vorschlägen abgebügelt hast wie von einem dummen Schulbub. Dass du mir nie eine Chance gegeben hast, dir zum Zeigen, dass ich zu mehr tauge als nur zum Hausl. Nicht nur das. Dann sagst du mir auch noch mitten ins Gesicht, dass ich den Schmuck von deinen Gästen darin tat. Das hat's nicht so Du gemacht. holst sie da raus. Nur noch eins. Wenn das da drin alles am Bach runtergeht, dann ist das alles ganz allein deine Schuld. Weil du immer noch krampfhaft versuchst, deinem Vater alles recht zu machen. Aber dein Vater ist tot. Und das Leben muss weitergehen. Darf ich jetzt? Ja, jetzt sehen wir's. Was war jetzt das? Eine Abkürzung. Peter, es tut mir leid. Ich weiß, dass du die Kette nicht genommen hast. Der Ernst hat alles gestanden. Und ich weiß auch, dass du mir bloß helfen wolltest. Und ich... Danke, dass du so bist, wie du bist. Ja, so voller Optimismus und so geradeaus und kreativ. Hast du das alles gehört? Ja, schon. Halt, nein.
Bevor sie die da drin gegenseitig die Köpfe einschlagen, müssen wir uns erst was einfallen lassen. Ich gehe jetzt da rein und sag, dass das alles meine Schuld war. Ja, nix! Bist denn du narrisch? Die Gäste haben für ein Krimi den erzählt, also sollen sie das auch kriegen. Ja, und wie willst du das erklären, dass das alles immer noch zum Stück gehört? Da hätte ich ja sogar bei meinem Tschechow Probleme gehabt. Ich glaub, ich weiß da was. So, und Sie ruckern jetzt sofort mein Collier wieder raus. So, das werden wir gleich haben. Hey, so spricht man doch nicht mit einer alten Dame um. Hey, ihr zaubert den einen Verdächtigen nach dem anderen aus dem Hut und da draußen läuft der Mörder rum. Jetzt ist Schluss! Richtig. Wo sind denn eigentlich die Chefin und der Dings die ganze Zeit? Vielleicht hat er die schon erwischt. Ja, und mich täte überhaupt so mal interessieren, wo dieser James dahin ist. Ja, stimmt ja. Der fehlt auch. Das ist mir ehrlich gesagt sowas von wurscht. Ich möchte nur gerne wieder lebendig von diesem Berg runterkommen. Ja, da sind Sie nicht der Einzige. Gell, Ander? Ja, Sie interessiert doch bloß einer Ketten. Die hat mich ein Vermögen gekostet. Was schlagen Sie denn jetzt vor, Herr Großkommissar? Also nach meinen Ermittlungen... Nein. Als allererstes müssen wir dafür sorgen, dass der Täter nicht da reinkommt. Los, auf, Sie helfen mir jetzt. Tisch. So, Tür. Jawohl. Ja, ihr seid jetzt vollends überknallt. Aber Robert und Rebecca und Das ist mein Schloss und meine Party. Schluss mit dem Theater. Der Vorhang ist gefallen. Nein, wenn der Vorhang fällt, sind immer nur die Regisseurin. so etwas Ungehobeltes. Hörst du jetzt auf? Und ihr steht nicht da und schaut jetzt Schweiber, wenn's blitzt. Helft uns lieber. Ja, wenn Sie sich dann wohler fühlen. Ihr geht von den Fenstern. Du, geh zum Haupteingang. Du schaust, dass der Mörder nicht noch vorn reinkommt. Was soll denn das? Versteht ihr denn nicht, dass wir nur versuchen, hier unser Leben zu retten? Gebt auf! Unter meine Leiche. Und das ist die Sicherheit! Deine Nachspeise ist gestrichen. Als dein Freund und Helfer sich gerne mal die Griffe. Das nenne ich Körpereinsatz. So, die Türen sind gesichert. Der Verbrecher hat keine Chance. Darauf einen Digestiv. Also mal Schluss da herum, mit diesem Krimi-Diener-Zeig. Es tut mir so leid, mein Kind, dass dein Geburtstag so enden muss. Ja, aber wenigstens weiß ich jetzt, dass der Gerald keine Affäre mit der Bürgermeisterstochter hat. Ja, ist ja auch durchaus ein gut aussehendes und charmantes Bürschchen, dieser Gerald, nicht wahr? Ja, da hast du recht, Großmutter. Und mir, mein liebes Kind, macht es auch überhaupt nichts aus, dass er nicht so viel Geld hat wie all deine Verflossenen. Nein, mir auch nicht. Ist echt nicht. Jetzt sind wir uns gut kommen, dann müssen wir sterben. Ich sag's euch, wenn wir mich aufwachen, sind wir alle tot. Das haben wir noch nicht einmal busseln können. Moment jetzt. Nein, komm jetzt nicht mehr. Uns wird schon nichts passieren. Wie bitte? Das mit dem Drohbrief und dem Collier, das war nicht geplant? Echt jetzt? Und wir? Endlich hat sie ja auch kapiert. Ja, dann tun Sie doch was! Wisst ihr, was ich jetzt tue? Nein! Ja, nicht. Einen Moment, Herr Inspektor. Keinen Schritt weiter! Aber Herr Inspektor, ich bitte Sie, nehmen Sie die Waffe weg. Als Schwester der Gastgeberin fordere ich Sie zur Vernunft. Sag ich, Schwester, die Täterin sind Sie und Ihre ganze Komplizenschaft. Hiermit sind Sie alle festgenommen. Eins sag ich Ihnen, wenn ich stirb, reise den Gipfelwirt mit ins Grab. Ja, ich auch. Ja, dann werden Sie was, nehmen Sie es fest. Ja. Wir sind unschuldig. Ja, während Sie hier drinnen so tapfer die Stellung gehalten haben, ist uns draußen etwas aufgefallen. Spielen die Alber nur ihren damischen Krimi weiter. Fanny, es ist aus. Haben Sie gehört, was der Gustl gesagt hat? Da! Ich hab was gestriffen. Vielleicht war es der Tod. Das war wohl der Blitz. Sind
alle unverletzt? Ja, wenn mich nicht der Mörder erwischt, dann der Herzkasperl. Ja, jetzt langsam mit dem Schwamm. Ich denke, es gibt in diesem Raum jemand, der mehr als alle anderen ein Motiv hat. Es ist jemand, der seit Beginn des Stücks im Raum ist. Jemand, dem es bisher gelungen ist, von sich abzulenken. Genau. Ja, freilich. Ha, der Schuppo war's. Sie sind doch der Einzige, der sie nicht durchsuchen hat lassen. Also jetzt schlägt's aber 13, gell? Und das Motiv, einmal nur einen Fall lösen, bevor er in Rente geht. So ein Schmarrn. Wenn Sie ein gutes Gewissen haben, dann leeren Sie jetzt mal Ihre Taschen aus. Ja, so weit kommt's noch, gell? Wie an So der weit kommt's. Attacke heute. Fürster, dein Hände weg! Du, ich brich deinen Arm ab! Ja. Hände weg und du brichst deinen Arm ab! Meine Kette. Wir müssen wieder jetzt mal tun. Sensationell. Also besser hätte ich das nicht inszenieren können. Hab ich doch gewusst, dass das alles zum Stück gehört. Freilich, genau. Ja. Aber ich muss zugeben, zum Schluss hin, da wäre ich nicht drauf gekommen. Genial gespielt, Respekt. Respekt. Und auch Sie beide. Jetzt echt, also, diese Angst. Eure Liebe. Oh, Susan. Oh, Großmutter. Mei. Und wir haben wirklich gedacht, dass da ein gefährlicher, hochintelligenter Mörder draußen rumläuft. Und dann war es ausgerechnet unser Dorfpolizist. Geile Idee. Der Kopf war's. Sie haben uns ganz schön verarscht, hä? Das war alles ein bisschen viel für Sie, gell? Okay, Schmarrn. Ich hab wenigstens mitgespielt. Deswegen, Sie haben sich doch fast in die Hose gekackt. Also, geht doch bitte. Jetzt hab ich's! Ihr seid alle Opfer einer tragischen Verwechslung. Es handelt sich nämlich um eine Verkettung unglücklicher Umstände. Bei dem ersten Stromausfall in dem Tohuwabohu hat sich der Verschluss der Kette gelöst und bei meinem Rettungsversuch muss man es Also, jedenfalls möchte ich mich schon mal ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Sie waren ein grandioses Opfer. Herzlichen Dank auch an unseren Täter und Kommissar August Abendroth und an den Rest unserer Truppe. Vielen Dank auch an Sie, liebe Ermittler. Ich hoffe, Ihnen hat unser Krimi-Dinner gefallen. Und jetzt serviert Ihnen die Liesel noch die Nachspeis. Geeister Kaiserschmarrn. Begleitet von einer Variation aus hausgemachtem Halbgefrorenen. Begleitet von einer Halberfrorenen. Und einem Wölkchen aus Sahne. Und Sahne. Ja, super, dass die Leute aus dem Sonnenhof ihre Mails nicht gecheckt haben. Hör mal. Als kalorienarme Alternative habe ich für einen Apfelkompott ohne Zucker. Scheiß auf die Kalorien, her mit dem geeisten Kaiserschmarrn. Ja, und Sie, meine Herren, hat's einer auch gefallen? Bitte nach Ihnen. Also ich muss zugeben, Frau Bergleitner. Frau Bergleitner, superb. Gleich morgen werde ich eine Kritik schreiben, da wird Ihr Haus die nächsten Monate ausgebucht sein. Sie müssen nämlich wissen, ich bin kein gewöhnlicher Gast, ich bin Kritiker. Ich trinke für den goldenen Löffel. Ach so. Ja, dann ich als...
Gustl, du warst perfekt. Wenn schon nicht als Polizist, dann zumindest als Täter. Ja, das da die auch sagen. Und Ernstl, also deine Idee, das Krimi-Ding ein bisschen aufzufrisieren, die war gar nicht so schlecht. Im Prinzip. Hä? Wieso jetzt er? Ist ja auch wurscht. Jedenfalls sollte man den ganzen Wahnsinn am besten genau so jetzt jedes Wochenende aufführen. Das heißt, wenn Sie alle dabei seid. Ja, freilich. Also ich darf einmal so sagen. Wer will da nach Hollywood, wenn er sein Publikum in den Bayerischen Bergen so brillant unterhalten kann, oder? Wie lange hast du noch bis zu deiner Rente? Pension. Noch genau 4 Tage, 3 Stunden. Soll er jetzt auch mitspielen, oder was? Ja, logisch. Und das Essen wäre frei. Aber nur, wenn du nicht an jedem Gang umeinander meckerst. Versprochen. Also, geht doch. Und Action. Fanny, meinst du, wir zwei könnten vielleicht da weitermachen, wo wir vorher aufgehört haben? Aber das Dach vom Hähnerstall riecht fast schon noch, gell? Also quasi. War ich eigentlich schon gerade mitten dabei? Quasi. Tut mir leid, Papa.